Das bedeutet zur gleichen Zeit, Außen- und Innenorbis gehören ja der gleichen Wandlungsphase an. Sie haben also überlappende Zeichen. Und das Zweite ist, sie bilden zusammen eine Wandlungsphase. Innerhalb einer Wandlungsphase kann auch das Gleichgewicht zwischen diesen beiden Vektoren sozusagen schwanken. Ja. Da diese Aufstauung, diese Verzögerung da ist, sind übrigens die Außenorbis auch immer repleter in der Normalität. Es sind jetzt sehr viele Zusammenhänge auf einmal genannt worden, aber das ist es. In dieser Vollständigkeit ist es eigentlich auch ganz vernünftig, das so zu äußern. Soweit klar? Das ist die Theorie. Und jetzt möchte ich gerne noch einmal versuchen, die verschiedenen Schritte, die wir gemacht haben, in der Entwicklung unseres Bildes von der chinesischen Medizin nacheinander zu wiederholen. So ergibt sich also das Bild einer technischen Entwicklung, von der wir nicht genau wissen, ob sie historisch so ähnlich oder anders verlaufen ist. Zuerst haben wir festgestellt, dass Wandlungsphasen Teile zyklischer Abläufe sind. Und offensichtlich hat dieses Axiom bestanden, bevor sich die chinesische Medizin entwickelt hat in der heutigen Form. Das Zweite ist, jetzt suchen wir Zeichen dafür, in welcher Wandlungsphase sich ein Mensch befindet. Und so entstehen die Orbis. Diese Orbis werden weiter angeschaut. Und man sagt, offensichtlich kann man diesen Orbis mit ihren Manifestationen immer auch eine Leibregion zuordnen. Dass zu viel entsteht, weil hier zu viel ist oder weil da zu viel ist oder weil das zu wenig analog entsteht, indem hier zu wenig ist oder da zu wenig ist. Das zu viel und das zu wenig hat also physische Gründe. Und es beginnt eine Spekulation darüber, welche Leibregionen mit welchen Zeichen zusammenhängen. Soweit klar? Dann sagt man, okay, ich benenne diese Zeichengruppe nach der Gegend, die dafür offensichtlich zuständig ist oder doch die mit dieser korrelieren. Und so kommt es zur Bezeichnung von Organmustern. Und dann kommt es zu einer nächsten interessanten Zuschreibung, in dem eben ein innerer Vorgang, den ich nicht sehen kann, wie es heißt, nämlich die Regulation von Qi, die man ja nicht sehen kann, sich in äußeren Zeichen zeigt, unterscheidet man sorgsam zwischen der Manifestation und der eigentlichen Bewegung, die man ja nicht sieht, über die man also nur spekulieren kann. Diese und diese Bewegung. Wenn man jetzt die unspezifische Belebtheit anspricht, das Yang, die allgemeine Belebung, so sagt man, das Yang wird offensichtlich nach oben gebracht, wenn der hepatische Orbis aktiv ist, sich manifestiert. Man schließt daraus, dass das Yang, diese Belebtheit, von diesem Leibteil nach oben geführt wird. Deshalb sagt man, die Leber bringt das Yang nach oben. Dann sieht man, dass man dem Kardialorbis, dem Herzen, zuschreiben könnte, dass ja auch eine Absenkung eintritt. Und zwar vor allem des Xue, der Mikrozirkulation. In dieser nicht abgesenkten Funktion habe ich den roten Kopf. Und in dieser normalen Position habe ich den roten Kopf nicht, also ist das Xue wieder unten. Und man weiß, wenn einer zu aufgeregt ist, dann geht das Xue gar nicht nach unten und die Regel kann sogar ausbleiben. Man fängt also jetzt an, dieser technischen Gliederung der Funktionskräfte, der Energien, Orbis zuzuschreiben. Die Orbis bekommen also jetzt ein besonderes Verhältnis zu Funktionskräften, die sich im Inneren und
Inneren des Körpers aufwärts oder abwärts bewegen. Und daraus ergibt sich eine andere Physiologie. Im Grunde ergibt sich ein System von Befindlichkeiten und Befunden mit dem Ziel, wie wir das heute nennen, einen vegetativen Status zu erheben. Und den nutzen wir für die Reflexologie, die wir Akupunktur nennen. Man kann also sagen, die Leber bringt das Yang nach oben, das Herz bringt das Xue nach unten, das Blut nach unten. Diese Bewegung, das Ausatmen, sprich die Lunge, schlecht übersetzt, aber diese Bewegung bringt das Qi nach unten. Jetzt bin ich hier. Ich bin nicht mehr so, wo das Yang oben ist, sondern so, Qi ist also jetzt unten. Und das sehe ich ja auch an der Kurve, die mir schon bekannt ist, denn die Sinuskurve ist ja Teil des Fu-Qi-Zeichens. Und das Qi nach oben, aber auch das Yang nach oben bringt jetzt die Niere. Besser übersetzt wäre das mit, besser funktionell übertragen und geschildert wäre es mit, die unspezifische Belebtheit, in Klammern das Yang, ist in den oberen Leibesteilen stärker verfügbar, wenn gleichzeitig die Manifestationsform der Wandlungsphase Holz, der hepatische Orbis, erscheint. Die Mikrozirkulation ist im oberen Leibesteil zu groß, wenn der kardiale Orbis mit seinen Krankheitszeichen erscheint. Das bedeutet, der kardiale Orbis, das Herz hat es nicht abgesenkt, hat es nicht vermocht, das Xue abzusenken. Habe ich keine kardialen Zeichen mehr, habe ich auch nicht mehr so eine Rotgesichtigkeit. Also sinkt es herab. Anders gesagt, die Verteilung der Mikrozirkulationsbetonung wird schwächer im oberen Leibbereich und stärker im unteren Leibbereich sein, wenn die Zeichen des Kardialorbis abklingen und damit das chinesische Herz eine postulierte Funktion ausübt, des Absenkens. Anders gesagt, dieses pulmonalen Orbis, dieses Bild des pulmonalen Orbis als Zustand nach dem Seufzer beinhaltet auch, die Funktionskräfte werden im oberen Leibesteil weniger, die vegetative Anregung, in Klammern Qi, wird hier weniger, nachdem ich ausgeatmet hatte. Und wenn ich mich hinlege, um zu regenerieren, dann steigt der Gehalt an Qi wieder an, sodass ich sogar das Yang wiederbeleben kann. Man sieht also, die Spekulation geht von der Kurve aus und lässt diese Sinuskurve niemals außer Acht.